Jawohl. Wir haben als Familie letztes Jahr in den Sommerferien ein kleines Abenteuer gewagt. Wir wollten gemeinsam mit unseren 3 Kindern auf eine SAC-Hütte wandern, also so eine Hütte in den Bergen ungefähr auf 3000 Meter Höhe und dort übernachten. Und unser Ältester war damals 6 Jahre alt, er konnte das schon alleine hochwandern und unsere 2 Töchter hatten wir in solchen Wanderrucksäcken auf dem Rücken mit uns. Und wir haben uns gefreut auf diese Wanderung, es war ein Abenteuer und wir haben das geplant und genügend Snacks eingepackt, genügend Trinken eingepackt. Und wir wussten, nach noch nicht ganz der Hälfte kommt so eine Hütte oberhalb vom See und die kannten wir schon, da wollten wir dann gerne Mittag essen und oben auf der Hütte hätte es dann Abendessen gegeben. Also wir losgewandert, der erste Teil der Wanderung, wunderschön, überall sind Berge und der See und dann läufst du mal wieder durch den Wald und dann an plätschernden so Bechern vorbei und unser Sohn hat immer mal wieder aus so einem Bach rausgetrunken und es war einfach wunderschön. Wir haben genügend Snackpausen eingelegt und aber nach, ich weiß nicht, vielleicht 3 Stunden, irgendwann knurrt dann schon der Magen und du freust dich sehr auf dieses Mittagessen. Du hast keinen Bock mehr auf die Snacks und du brauchst auch langsam eine Pause, die länger geht als nur 5 Minuten. Und dann sind wir dann endlich bei dieser Hütte zum Mittagessen angekommen und wir wussten schon, was es gibt und wir dachten, oh yes, da haben wir so Bock drauf. Und dann standen wir da an und dann meinte die Hüttenwirtin, ja, es tät ihr sehr leid, aber ihr Mann ist jetzt am Zaunen oben auf der Weide und es gibt heute kein Essen. Wir dachten, okay, so war das nicht geplant. Gut, kannst ja auch nicht viel anderes machen. Dann haben wir halt ein paar Getränke besorgt für uns und ein paar Apfelschorle für die Kinder und dann halt doch wieder eine Snackpause gemacht. Und den Kids gesagt, das ist mega lecker, guck mal, Riegel zum Mittag, haben wir sonst auch nicht. Und dann haben wir halt so eine längere Pause gemacht und dachten, ja, okay, komm, das wird schon. Wir wussten, der längere Teil der Wanderung liegt noch vor uns. Und wir sind dann irgendwann wieder los und du bist dann schon oberhalb der Baumgrenze. Das heißt, die Natur ist nicht mehr ganz so vielfältig. Es gibt auch keine kleinen Bäche mehr, aus denen du trinken kannst. Und es wurde dann nach einer Weile anstrengend. Und wir dachten, okay, nee, komm, wir machen einfach wieder genügend Snackpausen, sodass wir das durchhalten. Und da hast du schon gemerkt, im Bauch fehlt eigentlich das Mittagessen, was du dringend gebraucht hättest. Und es wurde, mit jedem Schritt haben wir gemerkt, hey, es wird eigentlich immer anstrengender und dieses Mittagessen fehlt und diese Energie, die du da durch deine Snacks zu dir nimmst, die passt überhaupt nicht zu der Energie, die du verbrennst, während du diesen Berg da hochläufst mit 2 so Kindern auf dem Rücken und langsam wurde es dann wirklich mühsam und die Kinder klagen über Hunger und Durst und irgendwann bist du oberhalb der grünen Grenze angekommen. Das bedeutet, um dich herum ist nur noch Geröll, keine Bäche, keine Blümchen, keine Bäume und es sieht alles kahl und leer aus und diese Umgebung, die ist eigentlich cool und spannend, aber es hat mehr so mein Inneres widergespiegelt. So kahl und leer und trocken und ich kann fast nicht mehr schlucken, so trocken ist meine Kehle und es wurde so anstrengend. Und wir hatten einfach keine Energie mehr. Die Kraft ist uns wirklich flöten gegangen. Und ab einem gewissen Punkt haben wir uns ernsthaft gefragt, tragen unsere Beine uns da noch nach oben? Wir hätten dieses Mittagessen gebraucht. Und die Snacks waren weg. Wir hatten noch ein paar übrig für den nächsten Tag, weil wir mussten ja auch wieder runterwandern. Das heißt, wir mussten das irgendwie so rationieren. Und aus lauter Verzweiflung haben Daniel und ich irgendwann angefangen, den Kindern die Apfelschorle wegzutrinken. Einfach damit dieser Zucker noch irgendwas in unserem Körper tut, dass wir ein paar Schritte weiter laufen können. Und du kannst dir das vorstellen. Wir waren am Ende, die Kinder waren am Ende. Sie haben Hunger und sie wollen ihre Apfelschorle wieder haben. Und wir waren völlig fertig. Und als wir dann mit ungefähr einer Stunde Verspätung auf dieser Hütte angekommen sind, wurde gerade das Abendessen serviert. Und ich sag dir, noch nie in meinem Leben hat ein Essen so gut geschmeckt. Noch nie hatte ich was so Leckeres zu essen. Noch nie war ein kühles Bier so gut für meine Kehle. Unser Sohn hat 6 Gläser Sirup hintereinander geäxt und so mehrere Teller Gerstensuppe einfach in sich reingeschaufelt. Das war ein Festmahl und mit jedem Biss, mit jedem Löffel hast du gespürt, wie Energie zurückkehrt in deinen Körper und es ist einfach eine Wohltat gewesen. Und nachher waren wir alle wieder glücklich. Letzte Woche hat der Dani, mein Mann, übers Fasten gepredigt und ich predige heute über Essen. Warum erzähle ich dir diese Geschichte? Es gibt im Alten Testament einen Propheten, der heißt Jeremia. Und so ähnlich wie wir unsere Hüttensnacht erlebt haben, beschreibt Jeremia, was das Wort Gottes für ihn bedeutet. Es liest im Jeremia Kapitel 15, da heißt es, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Jeremia hat die Worte von Gott gegessen.
Ich habe KI gefragt, wie das aussieht. KI denkt, es sieht so aus. Ich habe ein Bild mitgebracht. Also ich stelle mir das so vor, dass für Jeremia war von Gott zu hören nicht einfach so, er hat nicht nur einfach gerne zugehört. Das ist schön, das tut mir gut. Es war nicht einfach irgendeine tolle Geschichte oder ein netter Gedanke. Jeremia sagt, das ist eine Nahrungsquelle für ihn. Das ist etwas, was ihm Nahrung gibt. Das ist eine Quelle von Freude und von Hoffnung. Ich weiß nicht, wie gut du Jeremia kennst, aber der hatte das bitter nötig. Er wird auch der weinende Prophet genannt, weil das war echt ein armer Kerl. Jeremia durfte nicht heiraten. Seine Familie hat ihn verlassen und vom Volk wurde er verachtet, weil er ihnen davon erzählt hat, was Gott ihm sagt, was er mit Juda machen wird. Also Jeremia war ganz alleine und er hat diese Nahrungsquelle dringend gebraucht. Für ihn ist dieses Essen in der Hütte nicht einfach nur lecker oder es tut ihm gut, es ist wirklich eine Nahrungsquelle für ihn, die er braucht. Und Jesus setzt nochmal einen oben drauf, den Vers haben wir letzte Woche schon gehört. Da sagt Jesus in Matthäus Kapitel 4, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund des Vaters kommt. Also Jesus sagt, das Wort von Gott ist, das ist Nahrung, die wir brauchen. Nahrung, die wir brauchen, um zu leben. Ich weiß nicht, ob das für dich Sinn ergibt, ob du das so erlebst, dass es eine Nahrung ist, die du brauchst zum Überleben, die dir Kraft gibt. Vielleicht hast du diese Nahrung zu Hause. Höchstwahrscheinlich hast du sie zu Hause, denke ich mal. Nicht in deinem Kühlschrank, aber in deinem Bücherregal. Nämlich die Bibel. Ich weiß nicht, ob du eine Bibel daheim hast und wenn ja, wie viele. Ich habe mal probiert zu zählen, wie viele Bibeln ich zu Hause habe und es ist fast schon, das ist ein bisschen verrückt, wie viele ich daheim habe. Ich weiß nicht, kannst du zählen, wie viele Bibeln du daheim hast? Oder vielleicht weißt du es auswendig und welche davon du regelmäßig liest und welche da irgendwie im Regal verstauben. Das sind nur meine Bibeln, die vom Dani habe ich nicht mitgebracht. So, das ist hier so mein Bibelmenü. Wenn du eine daheim hast oder vielleicht sogar mehrere, ist das für dich eine tägliche Nahrungsquelle, wo du dich täglich draus ernährst? Oder ist die Bibel eher so wie dieser super gesunde Trailmix, der mit den ekligen, trockenen Rosinen drin, der ganz irgendwo in deinem Snackregal steht und ab und zu knabberst du was davon, aber wirklich nur dann, wenn nichts anderes zu essen im Haus ist? Vielleicht erlebst du es gar nicht als Nahrung, vielleicht hast du es probiert. Probiert die Bibel zu lesen, aber die schmeckt trocken und leblos. Das ist nichts, was dich ernährt und auch nichts, wo du irgendwie Hunger drauf hast. Schau, ich glaube, vieles hängt bestimmt mit Gewohnheit zusammen. Je mehr du etwas tust, desto mehr sehnst du dich danach, das wieder zu tun. Und je weniger du etwas tust, desto weniger sehnst du dich danach, das wieder zu tun. Das hängt damit zusammen, dass unser Gehirn Dinge liebt, die es kennt. Also wenn du etwas immer wieder tust, dann speichert so ein ganz alter Teil deines Gehirns, der sich Basalganglien nennt, das musst du dir nicht merken, der speichert das ab als etwas Familiäres und etwas Gewohntes und es wird dir einfacher fallen, das wieder zu tun, wenn es so gute Erfahrung für dich war. Wenn du zum Beispiel jeden Sonntag in die Kirche gehst, dann wird das ein Teil von deinem Wochenrhythmus und dann wird es zu einer Gewohnheit und es wird dir einfacher fallen, nächsten Sonntag und den Sonntag drauf und den Sonntag drauf auch wieder in die Kirche zu gehen, weil es eine Gewohnheit ist. Je weniger du in die Kirche kommst, desto weniger wirst du dich danach sehnen, in die Kirche zu kommen. So entstehen Gewohnheiten. Das Gute daran ist, dass du diesen Mechanismus für dich arbeiten lassen kannst und es zu einer Gewohnheit machen kannst. Vor ein paar Wochen ist mir aufgefallen, hey, eigentlich lese ich gar nicht mehr jeden Tag die Bibel. Und ich möchte das gerne wieder zu einer Gewohnheit machen. Ich lese regelmäßig in der Bibel, aber nicht jeden Tag. Und dachte ich kann schlecht über das Bibellesen predigen, wenn ich nicht jeden Tag Bibel lese. Also finde ich einen Weg, wie ich das wieder zu einer Gewohnheit machen kann. Und dann habe ich in meinem Bücherregal, in meinem Bibelmenü geforscht und diesen alten Schinken hier ausgepackt. Das ist die Einjahresbibel für Frauen. Die ist so ein ganz furchtbar kitschiges Design. Ich glaube, vor 15 Jahren fand ich das schön und heute denke ich, ja, okay, kann man schon so machen. Jedenfalls habe ich die rausgenommen, weil ich gemerkt habe, ich brauche Hilfe dabei. Ich brauche Hilfe, wenn ich täglich die Bibel lesen möchte, dann brauche ich sowas wie einen Mealplan, wie einen Ernährungsplan. Und dann habe ich diese Einjahresbibel genommen und seit ein paar Wochen lese ich einfach jeden Tag das, was für das Datum vom jeweiligen Tag dasteht. Das ist dann so ein Häppchen Altes Testament, ein Häppchen Neues Testament und Psalmen und Sprüche. Und das hat mir wirklich geholfen, einfach jeden Tag nach diesem Plan in der Bibel zu lesen. Und das ist so zu einer Gewohnheit geworden, dass wenn ich einen Tag verpasse,
dass es sich komisch anfühlt und dass ich es vermisse, weil es eben zu einer Gewohnheit geworden ist, nach der ich mich sehne. Ich möchte heute gern mit euch zusammen anschauen, wie für uns die Bibel wieder zu so einer Nahrungsquelle werden kann. Im besten Fall eine tägliche Nahrungsquelle. Und wie wir das schaffen. Aber ich glaube, vorher müssen wir vielleicht eine andere Frage beantworten, die je nachdem wichtiger ist. Je nachdem, wo du stehst oder wie du siehst. Und die ist, warum solltest du überhaupt in der Bibel lesen? Warum? Was bringt dir das? Vielleicht hast du es eben probiert und es ist trocken und denkst, nö, ich höre wieder auf. Warum solltest du die Bibel lesen? Warum? Vielleicht denkst du eben, die Bibel, die ist leblos für mich. Das ist so ein altes, verstaubtes Buch, das steht schon bei mir daheim, aber das haben irgendwelche Menschen vor Tausenden von Jahren geschrieben und das hat eigentlich mit mir selbst überhaupt gar nichts zu tun. Ja und nein. Es stimmt, dass das Menschen geschrieben haben, vor mehreren tausend Jahren teilweise. Aber Menschen haben dieses Buch zwar geschrieben, aber Gott selbst ist der Autor. Gott ist der Autor von diesem Buch. Man könnte auch sagen, die Bibel ist geistgehaucht. Also sie ist inspiriert vom Heiligen Geist. Das bedeutet, was auch immer zum Beispiel Paulus in seinen Briefen oder die Jünger in den Evangelien geschrieben haben, dass das, was sie gemeint haben, als sie es aufgeschrieben haben, das ist, was der Heilige Geist gemeint hat. Sie wurden inspiriert von ihm und geleitet durch ihn und so haben sie das aufgeschrieben, was wir heute lesen können. Das heißt, die bessere Frage ist eigentlich, warum sollte Gott ein Buch schreiben? Und ich glaube, das gibt uns eine gute Antwort, warum wir das lesen sollten. Ich glaube, Gott hat ein Buch geschrieben, weil er möchte, dass wir ihn kennen. Weil er eine Beziehung zu uns haben möchte. Denk mal an deine Beziehungen, an die Beziehungen, die dir wirklich wichtig sind. Du möchtest, dass diese andere Person dich kennt, dass sie Dinge von dir weiß. Also erzählst du was von dir. Du erzählst deine Gedanken, dein Herz, was dich beschäftigt. Du möchtest, dass die andere Person dich kennt. Gott möchte, dass wir ihn kennen. Die Bibel ist wie eine Selbstoffenbarung von ihm. Er teilt seine Gedanken zur Schöpfung, er teilt sein Herz, er teilt seine Ordnungen, er teilt sein Königreich, er teilt seine Gedanken und Ideen für unser Leben, weil er möchte, dass wir ihn kennen und dass wir in Beziehung zu ihm sind. Das heißt, wenn du Gott kennenlernen möchtest, ist das der Ort, wo du ihn finden kannst. Das Zweite ist, dass die Worte in diesem Buch, dass das nicht einfach Worte sind, die du liest, sondern das sind lebendige Worte. Lebendige Worte, die etwas in dir tun, die etwas in dir bewegen. Im Hebräerbrief steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das bedeutet, du liest nicht nur diese Worte, sondern diese Worte lesen auch dich. Sie lesen auch mich und zeigen, wie es um mich steht, um meine Gedanken, um meine Seele, um mein Herz. Jakobus vergleicht es mal mit einem Spiegel. Im Jakobusbrief 1 kannst du das lesen. Wie ein Spiegel, in den du schaust und der dir dein wahres Ich zeigt. Ein gutes Beispiel für einen Spiegel in der Bibel oder vielleicht das Beste sind die 10 Gebote, die Gott uns Menschen gibt. Und Jesus nimmt mal Bezug auf diese 10 Gebote in seiner berühmten Bergpredigt, kannst du im Matthäus-Evangelium nachlesen. Und er erklärt den Menschen, was Gott gemeint hat mit diesen 10 Geboten, was dahinter steckt, was das alles noch bedeutet. Wie ein Leben aussieht, das Gott gefällt, wie ein Leben aussieht, das Gott sich für uns gedacht hat. Und ein Beispiel macht er. Ihr habt gehört, du sollst nicht töten. Eines der Gebote heißt, du sollst nicht töten. Und Jesus erklärt dann, was das auch noch bedeutet. Er sagt, wenn du zornig auf jemanden wirst, wenn du schlecht über jemanden sprichst, wenn du sogar schlecht über jemanden denkst, selbst dann bist du schon schuldig geworden. Die ganze Bergpredigt ist nicht nur ein Spiegel, die ist ein riesiges Vergrößerungsglas, in dem niemand von uns wirklich gut aussieht. Der uns zeigt, wie überall nicht so leben, wie Gott sich das gedacht hat. Vorher habe ich gesagt, die Bibel ist wie Gottes Selbstoffenbarung. Aber das ist nicht alles. Jesus
ist das lebendig gewordene Wort von Gott. Jesus offenbart uns, was dieses Wort bedeutet und damit offenbart er uns Gott. Du merkst, es geht gar nicht ums Bibellesen. Eigentlich geht es darum, dass wir in Beziehung zu Gott sind. Das heißt, wenn du dieses Buch liest und es dir passiert, dass du in den Spiegel schaust und du merkst, oh, da lebe ich aber überhaupt nicht so, dann ist der Autor von diesem Buch mit dir im Raum und er begegnet dir auf den Seiten, die du liest. Und was dann passiert, unter anderem steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, da heißt es, der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das heißt, wenn ich diese Bibel lese und in den Spiegel schaue und merke, dass ich da aber nicht so lebe, dann kann ich mich nicht selbst retten, einfach indem ich versuche, alles da drin richtig zu machen und alles, was da drin steht, das befolge ich jetzt. Ich kann mich nicht selbst retten, indem ich versuche, alles da drin zu tun, was wichtig wäre. Jesus ist es, der mir als dieses lebendige Wort auf den Seiten begegnet und mich verändert. Und das mache ich nicht selber. Das ist wie beim Essen. Beim Essen ist es deine Aufgabe, das Essen zuzubereiten, in den Mund zu nehmen, zu kauen und runterzuschlucken. Und dann hört deine Aufgabe eigentlich auch schon auf. Aber wie es zur Nahrung für dich wird, das ist ein Prozess, der erst dann geschieht und der ist nicht von mir abhängig. Ich verstoffwechsel das Essen in mir nicht selbst. Ich kenne mich ja nicht mal mit dem Stoffwechsel aus. Ich wüsste gar nicht, was ich machen soll. Ich kann nicht sagen nach dem Essen, okay, und jetzt muss ich die Eiweiße in die Aminosäuren teilen und dann muss ich jetzt Hormone bauen und Enzyme und Proteine. Das kann ja nicht ich selber machen. Das passiert automatisch. Das ist etwas, was Gott automatisch in meinen Körper eingebaut hat. Und so ist es auch, wenn wir sein Wort essen, so wie Jeremia das macht. Dann ist es der Heilige Geist in uns, der das Wort in mir verstoffwechselt, damit ich Jesus ähnlicher werden kann. Das bedeutet, dass die Bibel keine Verpflichtung für dich ist, sondern Versorgung. Versorgung mit dem, was du brauchst, um ein kraftvolles Leben zu führen. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Frage, wie wird denn dieses Buch, wie wird denn diese Bibel zur Nahrungsquelle, die uns wirklich versorgt, die auch in Durststrecken vom Leben wirklich wie so ein lebendiges Wasser für uns wird und eine Kraftquelle von Hoffnung und Freude. Das Erste, was ich aufgeschrieben habe, ist täglich essen. Vielleicht erinnern sich ein paar von euch, so alte ICF-Hasen, als wir noch im Gundeli waren, als ICF Basel. Wir hatten vor vielen, vielen Jahren im Gundeli mal eine Predigtreihe am Anfang vom Jahr, die lautete, wie verliere ich meinen Glauben? Und an einem Sonntag hat Ralf, mein Vater, über das Bibellesen gepredigt. Und er hat so eine provokante Aussage gemacht. Er hat gesagt, lies alle 14 Tage in der Bibel und du wirst deinen Glauben verlieren. Das klingt so ein bisschen wie so eine Einladung zu so einem rebellischen Experiment. Also, mach doch und guck, was passiert. Und in den darauffolgenden Jahren gab es unabsichtlich, nicht als rebellische Antwort darauf, unabsichtlich in meinem Leben Jahre und Monate manchmal, in denen ich tatsächlich die Bibel nur alle 14 Tage gelesen habe. Manchmal sogar weniger. Und jetzt, wenn ich heute zurückschaue, denke ich, es ist safe to say, ich habe jetzt nicht meinen Glauben verloren. Sonst wäre ich heute auch nicht hier. Aber wenn ich zurückblicke, merke ich, mein Glaube hat in der Zeit ziemlich an Substanz verloren. Und ist so abgemagert. Und dann fallen dir so Symptome von Unterernährung auf. So der Blick wird trüb. Du hast die Wahrheit gar nicht mehr wirklich in dir und griffbereit. Der Glaube verliert an Kraft, an Substanz, an Durchhaltevermögen. Und schau, ich glaube, wenn das Leben gut zu dir ist und du so eine Wanderung machst durchs grüne Tal und da sind Bäche und ein See und Bäume, wenn das Leben gut zu dir ist, dann ist so ein abgemagerter Glaube, glaube ich, keine große Bedrohung. Du kannst auch von den Snacks leben, die du selber im Rucksack eingepackt hast. Aber spätestens, wenn Herausforderungen oder schwierige Zeiten kommen und dein Leben oder dein Glauben mehr so einem Geröllfeld gleicht, wo nicht mehr viel Leben da ist, dann hat so ein abgemagerter Glaube überhaupt keine Energie mehr für dich übrig. Dann bringt er dir nichts mehr, dann kann der dich auch nicht durchtragen. Versteh mich nicht falsch.
wenn wir jetzt in dieser Hütte Mittag gegessen hätten, in dieser Hütte da zur Hälfte, dann hätte dieses Mittagessen ja nicht irgendwie automatisch diesen Weg, den wir noch zu gehen gehabt haben, weniger steil gezaubert. Der Weg wäre nicht automatisch einfacher geworden, auch nicht weniger steinig, auch nicht weniger gefährlich. Aber der hätte uns Energie gegeben, dieses Essen, wenn wir es denn gehabt hätten. Das Wort Gottes hat die Lebensrealität von Jeremia auch nicht verändert. Jeremia war trotzdem einsam und alleine und verachtet von allen anderen. Er war trotzdem noch ein armer Typ, aber die Worte von Gott wurden ihm zu einer Quelle von Kraft und Energie und Freude, die in seinem Leben sonst überhaupt nicht zu finden gewesen wären. Ich glaube, wir müssen dieses Wort täglich essen, wenn wir nicht geistlich abgemagert werden möchten. Ich bin bei der Vorbereitung auf ein schönes Gebet gestoßen von einem Theologen und Missionar, E. Stanley Jones. Ein Gebet, was er immer vor dem Bibellesen gebetet hat. Und da sagt er, jeden Tag gehe ich zu diesen Worten und frage sie, habt ihr den gesehen, den meine Seele liebt? Und die Worte nehmen mich bei der Hand und führen mich über die Worte hinaus zu ihm, der das Wort ist. Schau, alles in der Bibel ist so eine einheitliche und große und epische Story, die auf Jesus hinweist. Es geht um Jesus und zwar von vorne bis hinten. Vor ein paar Jahren habe ich gemerkt, ich sehne mich danach. Ich verstehe dieses große Bild irgendwie nicht. Ich verstehe die einzelnen Bücher so halbwegs, aber dieses große Bild, ich sehe es irgendwie nicht. Ich sehe den Wald, ich sehe die Bäume, aber den Wald nicht. Also habe ich mich entschieden, dass ich mich persönlich challenge, damit mir das gelingt. Und habe entschieden, dass ich ein Jahr damals so starten wollte, dass ich die ganze Bibel in 30 Tagen durchlese. Von vorne bis hinten. Also das war der ganze Januar. Weil ich gemerkt habe, ich möchte wieder anfangen, das große Ganze zu sehen. Ich will Jesus nicht nur im Neuen Testament finden, sondern auch im Alten Testament. Ich will besser verstehen, wie das alles zusammenhängt. Ich möchte den ganzen Wald sehen. Und das war damals eine große Challenge für mich. Ich habe dann auf Social Media verzichtet und auf Netflix und so, weil ich die Bibel auf dem Handy gelesen habe, weil ich schneller auf dem Handy lesen kann und so einen Bibelplan hatte, konnte ich halt keine Ablenkung brauchen, weil Ablenkung hast du nicht groß Zeit, wenn du so viel am Tag lesen musst. Und ich mache das jetzt, ich glaube, seit 6 oder 7 Jahren. Immer im Januar lese ich die ganze Bibel in 30 Tagen und ich kann dir gar nicht genau erklären, was das für mich für eine kostbare Tradition geworden ist. Ich kann die nicht mehr verpassen. Es ist, als würde ich was verpassen. Und nach so vielen Jahren, du denkst mal, irgendwann hast du es gecheckt, jedes Jahr tischt Gott mir was Neues auf. Jedes Jahr bekomme ich was Neues serviert, was sich wirklich wie Essen für mich anfühlt. Irgendwie ein anderes Licht geht auf, etwas verstehe ich tiefer, etwas verstehe ich anders. Und ich kann das nicht mehr nicht machen im Januar. Das Zweite, was ich uns aufgeschrieben habe, ist Studieren. Täglich essen, das Zweite ist Studieren. Mit Studieren meine ich jetzt nicht, dass du anfängst, Theologie zu studieren, sondern dieses Buch ernst zu nehmen als das, was es ist. Weil eigentlich ist Buch auch missverständlich. Eigentlich ist es kein Buch. Die Bibel, eigentlich ist das eine Bibliothek. Die wurde von mindestens 40 Personen geschrieben, über eine Zeitspanne von 1500 Jahren ungefähr, in 3 verschiedenen Sprachen von Menschen aus ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten wurde diese Bibel geschrieben. Und manche Texte, das merkst du, wenn du schon mal die Bibel aufgeschlagen hast, manche Texte sind leicht verständlich, leicht verdaulich. Da gibt es andere Texte, die sind schwer verdaulich und du merkst, diese Bibliothek, sie fordert deinen Darm heraus. Und das ist so, weil es nicht einfach ein Essen ist, sondern wie ein ganzer Supermarkt. Hast du schon mal so diese ärgerliche Erfahrung gemacht in einem fremden Supermarkt, zum Beispiel in den Ferien? Du brauchst eine Ewigkeit, um die Produkte zu finden, die du suchst, weil dieser Supermarkt sein Produktesystem irgendwie anders angeordnet hat, als du das kennst. Und dann gehst du mit deinen Erwartungen da rein, wo du die Produkte finden könntest, die du suchst, aber vielleicht ist das System ganz anders. Und dann fängst du halt an, basierend auf den Erwartungen, ja, die Nüsse sind im Korb immer bei den Chips, also gehe ich jetzt zu den Chips und suche dann da die Nüsse und dann ist dann vielleicht ein ganz anderes Produkt und denkst, ja, das sind sicher auch Chips, weil es halt im Chipsregal ist. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch mit der Bibel. Wie du ein bestimmtes Buch in der Bibel verstehst, hängt sehr stark damit zusammen, was du glaubst, was das für ein Text ist.
wie das geschrieben ist und was dieser Text dir überhaupt sagen möchte. Fast die Hälfte von der Bibel ist geschrieben wie eine Erzählung. Es liest sich ein bisschen wie ein Roman. Du kannst es einfach runterlesen und es wird erzählt, was da gerade passiert ist, wie eine Geschichte. Und dann ist da ein Drittel ungefähr, das sind poetische Texte. Also die verschlüsseln ihre Bedeutung irgendwie, da verstehst du nicht sofort, was damit gemeint ist. Und der Rest der Bibel ist so geschrieben wie so eine Diskussion. Und wenn du das nicht berücksichtigst, wenn du die Bibel einfach irgendwo aufschlägst und anfängst zu lesen, ohne zu wissen, was du da vor dir hast, was das für ein Text ist, was der dir sagen möchte, dann kann es sehr schnell passieren, dass dir der Appetit verloren geht, weil du gar nicht weißt, wie du dich davon ernähren sollst. Schau, wenn dir das so geht oder du länger die Bibel schon nicht mehr aufgeschlagen hast und nicht genau weißt, ja, wo beginne ich denn jetzt? Mein Tipp wäre, fang bei Jesus an. Lies die Evangelien durch über das Leben und das Wirken von Jesus, was er sagt über sich selbst, was er sagt über Gott, was er sagt über Gottes Königreich. Als nächstes könntest du zum Beispiel die Briefe von Paulus im Neuen Testament lesen. Paulus war ein jüdischer Gelehrter und der war sehr gebildet im Alten Testament. Und es ist krass, was Paulus für Erkenntnisse hat, wie Jesus im Alten Testament zu finden ist. Er stellt Verbindungen her mit Hilfe vom Heiligen Geist, die sind unglaublich. Und Paulus schreibt darüber, wie Gott mit den Menschen Geschichte schreibt und wie seine Rettungsidee von Anfang an schon eingeflechtet war und wo Jesus da zu finden ist. Und wenn du dann zum Alten Testament vorgehst, dann liest du das mit ganz anderen Augen. Du kannst dir auch ein Bibellexikon zutun. Oder online auf Bible Project gibt es so viele Ressourcen, die dir helfen, dieses Buch wirklich besser zu verstehen und da reinzutauchen, was es bedeutet heute für dich. Der letzte Punkt, der letzte Tipp, und es gibt noch viel mehr, aber ich habe es mir auf 3 beschränkt, ist memorisieren, also auswendig lernen. Jesus kannte seine Bibel, also das Alte Testament, kannte er auswendig und er konnte das zitieren im richtigen Moment. Die Juden lernen die Tora heute noch auswendig. Überall an unzähligen Stellen in der Bibel sagt Gott, bewahre meine Worte, erinnere dich an meine Worte. Ich glaube, das müssen wir ernst nehmen, weil Gott hat Vertrauen in sein Wort. Er hat nicht unbedingt Vertrauen in uns, dass wir das alles schaffen, aber er hat Vertrauen in sein Wort. Er hat Vertrauen darauf, dass sein Wort das in uns bewirkt, wozu er es berufen hat. Das heißt in der Bibel, sein Wort, wenn er es aussendet, es kommt nicht leer zurück. Gott hat Vertrauen, dass sein Wort in uns das verstoffwechselt, was er möchte, nämlich Jesus ähnlicher zu werden. Aber dafür muss sein Wort in mir sein. Sein Wort muss in mir sein, dass er das verstoffwechseln kann. Denn Gott nutzt die Bibel in mir drin, um zu mir zu sprechen. Und wenn ich anfange, Bibelverse, Schlüsselverse, die sich zum Beispiel um die Zusagen von Gott an mich drehen, auswendig zu lernen, dann baue ich wie so eine innere Bibliothek an Schlüsselversen auf, an die mich der Heilige Geist erinnern kann. Und zwar genau dann, wann ich es brauche. Aber das muss zuerst in mir sein. Ich muss das zuerst gegessen haben. Und alles andere tut zum Glück Gott. Aber ich muss das essen. Schau, wir merken uns viel schneller, was wir laut lesen oder was wir laut sagen. Das ist vielleicht eine neue Inspiration für dich, deinen Kindern die Bibel laut vorzulesen, selbst wenn sie schon selbst lesen können. Oder vielleicht lernst du pro Woche einen Bibelvers auswendig. Die Sonntagsschulkinder, die kennen das noch. Das war so eine Tradition, dass man das gemacht hat. In der Tradition ist so viel Kostbares drin. Vielleicht kannst du die für dich wiederentdecken. Schau, ich glaube, diese 3 Ernährungsmethoden, das täglich Essen, das Studieren und das Memorisieren, können uns helfen, die Bibel neu als Nahrungsquelle wieder für uns zu entdecken und zu erleben. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, wenn du alles 3 auf einmal machst. Man tendiert so ein bisschen dazu, wenn man zu große Schritte macht, dann macht man irgendwann gar keine Schritte mehr. Vielleicht brauchst du einfach dieses tägliche Commitment, täglich in der Bibel zu essen. Und es kann sein, dass sich das einfach anfühlen wird wie ein trockenes Stück Brot. Dass es einfach ist wie das tägliche, langweilige Brot. Und es redet vielleicht nicht viel zu dir, aber weißt du weißt auch nicht, was du vor 3 Tagen gegessen hast. Und es hat dich trotzdem ernährt. Ich lese die Bibel momentan immer morgens, meine Einjahresbibel.
Und zwar immer beim Frühstück. Ich kombiniere Essen mit Essen, weil mir das hilft, dran zu denken. Wenn ich dann hinsitze mit meinem Frühstück und die Bibel ist nicht da, dann merke ich, da fehlt was. Da fehlt ein Essen auf meinem Tisch. Vielleicht musst du wieder anfangen, gemeinsam zu essen, gemeinsam die Bibel zu lesen mit deinem Partner, mit einem Freund oder mit deiner Small Group. Vielleicht tut dir so eine Herausforderung gut, so eine Challenge. Und du nimmst dir vor, im Oktober die Bibel in 30 Tagen zu lesen. Im Oktober hast du sogar 31 Tage. Das ist herausfordernd, aber das ist machbar und das kann ich dir sehr ans Herz legen. Oder du kaufst dir nachher eine neue Bibel. Schau, ich habe mehr als genug Bibeln, ich bräuchte nicht so viele. Niemand braucht so viel Bibel. Eine reicht. Aber alle diese Bibeln sind unschätzbar wertvoll für mich. Weil wenn ich dann mal wieder eine alte Bibel rausnehme, wie zum Beispiel diese Einjahresbibel, die ich Ewigkeiten nicht gelesen habe, weil sie mir einfach gerade hilft, dann sehe ich da diese kleinen Kommentare, die ich an den Rand geschrieben habe. Und die Sachen, die ich damals unterstrichen habe vor 20 Jahren. Und ich bin so fasziniert. Fragen, die ich damals hatte, Zweifel, die ich hatte, die heute überhaupt nicht mehr relevant sind für mich. Weil Gott diese Dinge schon in mir verstoffwechselt hat. Und ich habe es fast nicht gemerkt. Aber wenn ich zurückschaue und so alte Bibeln mir angucke, was ich reingeschrieben habe, dann bin ich schon geflasht. Was Gott schon alles gemacht hat. Und mein Herz ist erfüllt mit Dankbarkeit. Manche Bibeln sind zerfleddert. Hier die letzte hat bei dem Psalm eine Seite rausgerissen, weil meine Tochter die Bibel erwischt hat. In jeder Lebenslage wurden diese Bibeln für mich zu einem kostbaren Schatz. Und schau, du brauchst so eine Bibel. Die Bibel ist Gottes Selbstoffenbarung. Ohne die Bibel machst du dir deinen eigenen Gott. Aber deine und meine Aufgabe ist es, sie zu essen. Sie zu essen und darauf zu vertrauen, dass der Heilige Geist sie so in dir verstoffwechselt, dass du Jesus Christus ähnlicher wirst. Und dass du ein kraftvolles Leben leben kannst, ein Leben in Fülle und nicht einfach nur überleben musst. Und dass diese Nahrung, die du in dir trägst, auch zu einer Nahrung wird für die Menschen um dich herum, dass sogar andere noch davon essen können, was in dir für ein Schatz ist. Ich möchte ganz zum Schluss noch mit uns beten und wenn du möchtest, steh doch gerne dafür auf. Und du darfst diese Zeit vom Gebet nutzen, um dein eigenes Gebet zu formulieren. Aber vielleicht möchtest du dich auch in mein Gebet mit einklinken, dann darfst du das gerne machen. Aber es ist eine Zeit, wo du deinem Gott, der mit seinem Heiligen Geist hier im Raum ist, das sagen kannst, was dir jetzt gerade aufs Herz gekommen ist, was dir jetzt auf den Lippen liegt, was dir jetzt aufgefallen ist, was dich jetzt irgendwie bedrückt. Dann bitte nimm dir diese Zeit. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es nicht einfach Worte sind, sondern dass sie lebendig sind, dass sie durch dich lebendig geworden sind, Jesus. Danke Gott, dass du diesem Wort vertraust, dass du uns zusprichst, dass es alles ist, was wir brauchen, um in Beziehung zu dir zu kommen, um dich zu kennen, um dich zu verstehen, um uns zu kennen. Und du siehst jeden von uns hier heute Morgen, dem es an Hunger mangelt für dieses lebendige Wort, für dieses Brot, für dieses Wasser. Und ich bitte, Heiliger Geist, dass du uns mit Hunger segnest, dass du den Mangel, den wir in uns haben, dass du den irgendwie auffüllst. Keine Ahnung, wie du das machen kannst, aber ich glaube, du kannst es. Schenkt uns Hunger, wenn wir keinen haben. Schenkt uns Demut, da wo wir glauben, das Wort schon verstanden zu haben und schon glauben zu wissen, um was es geht. Ich glaube, du hast noch so viel mehr. Wenn das Wort lebendig ist, dann tut es wirklich was. Und wir sehen uns danach, dass es was in uns tut. Von dem her schenkt uns Demut, da wo wir unsere Agenda wieder deiner unterordnen müssen, wo wir glauben zu wissen, in was es verstoffwechselt werden muss in uns. Wir ordnen uns deinem Willen unter, Vater, und sag, du bist der entscheidet. Du weißt, was wir brauchen, noch bevor wir gesagt haben, was es ist, was wir brauchen.
Und dafür danke ich dir, Gott. Danke, dass ich nicht selbst wissen muss, was ich alles brauche, um dieses Leben zu leben, was du für mich vorbereitet hast, sondern du weißt es. Und wir sagen, wir vertrauen dir, Gott. Wir vertrauen deinem mächtigen Wort. Wir vertrauen dir, Jesus, dass du in uns das bewirkst, was der Vater bewirken möchte. Und wir ordnen uns deinem Wort unter. Denn dein Wort ist kräftig und mächtig und wir brauchen es. Wir brauchen es.